Hallo und herzlich willkommen zu einer halben Stunde Vorlesevergnügen oder Zuhörvergnügen für euch. Ich lese 3 wunderschöne Sommergeschichten, Frühsommer- und Sommergeschichten vor von Bernd Marcel Gonner. Die eine davon, Ein schöner Garten, ist in der Zeitschrift Gecko erschienen, eine sehr schöne Kinderzeitschrift mit Geschichten und Ideen zum Basteln, die sich bestimmt lohnt, um ein bisschen Langeweilezeit zu überbrücken. Und die erste Geschichte von Frosch und Fant heißt Sommerfrische. Frosch und Fant waren in Urlaubslaune. »Ich möchte endlich einmal etwas anderes sehen als meine 4 Wände«, rief Fant. »Der Garten soll sich alleine gießen«, quakte Frosch. »Wir sperren den Garten in die 4 Wände, dann ist er behütet und wir können fahren«, beschloss Fant und fing mit dem Kofferpacken an. Frosch telefonierte im Puppenpostamt und buchte ein Zimmer für 2 in einem Berghotel. »Es soll Sommerfrische sein«, erklärte er. »Deshalb habe ich ein Hotel in den Bergen gebucht. Es hat eine herrliche Aussicht und der frische Wind weht dir den lieben langen Tag um die großen Ohren. Wenn wir Glück haben, gibt es einen Wasserfall in der Nähe und du kannst mit deinem Rüssel Springbrunnen darin spielen.« Fant war begeistert. Er packte noch Schwimmflügel und einen Höhenmesser ein, damit er gleich wusste, wie hoch die Berge dort waren. Mit den Schwimmflügeln konnte er vielleicht in dem Wasserfall direkt beim Hotel baden oder bei günstigem Wind einen Segelflug starten. Er war aufgeregt wie ein Rasensprenger vor der großen Dürre, der auf seinen Einsatz wartete. Dann ging die Fahrt los. Das Flachland verschliefen sie, während der Zug die Kilometer fraß. Dann gewannen sie mit der Bergbahn rasch an Höhe, stiegen 3-mal um und wechselten das letzte Mal in einem Höhenkurort den Zug. »Hier bleiben all die zurück, die es nicht weiter hinauf schaffen«, bemerkte Frosch, als sie in die Zahnradbahn kraxelten, die sie zum Hotel brachte. »Ich steige erst wieder aus, wenn ich das Hotel sehe«, trötete Fant in die dünne Bergluft. Er horchte, ob ein Echo käme. Es kam aber keins. Oder so spät, dass sie schon vorbeigefahren waren, als es kam. Das Hotel war prächtig, wie ein Traum aus 1001 Nacht, nur in die Berge versetzt. »Herr Frosch und Herr Fant?«, fragte der Hoteldirektor von hinter dem Empfangstresen und musterte sie. »Ja«, sprudelten Frosch und Fant wie mit einer Stimme, »wir sind da!« »Sie haben es also nach hier oben geschafft«, bemerkte der Hoteldirektor und klang seltsam dabei. Fant überhörte den seltsamen Ton. »Ja, wir haben ein Zimmer für 2 gebucht, mit Lesesessel und Badewanne. Der Lesesessel ist für Frosch und die Badewanne für mich. Meine Dusche habe ich ja mitgebracht.« Er deutete auf seinen Rüssel. Der Direktor musterte sie erneut. »Haustiere sind hier im Haus streng verboten«, sagte er. »Aber Sie können auf der Terrasse oder im Garten zelten. Möchten Sie das? Sie haben gewiss alles Nötige dabei.« Frosch und Fant schauten zuerst sich an, als hätten sie nicht mehr alle guten Tassen im Schrank, dann den Direktor und dann wieder sich. Sie verstanden. »Wir nehmen noch einen leichten Tee und eine Cremeschnitte auf der Terrasse«, sagte Frosch mit leiser Stimme, die schon beinahe wieder zu Hause ist und Rotz und Wasser heult. »Dann reisen wir ab.« »Wir können auch mit den Schwimmflügeln nach Hause fliegen,
Dann sind Sie uns schneller los, trotzte Fant, dünn wie Bergluft, während er seine Cremeschnitte in 2 Sätzen verschlang. Frosch dachte nach. »Wir können auch ganz anders«, flüsterte er schließlich, gabelte an seiner Cremeschnitte herum und steckte Fant ein paar Sätze ins Ohr, die die Berge hätten wackeln machen, wenn sie gekonnt hätten. Sie bestellten noch eine Runde Cremeschnitten und tranken eine Kanne starken Bergkräutertee bis zum Boden leer. »Bezahlen«, riefen die beiden schließlich fröhlich. »Die Rechnung geht aufs Haus«, sagte der Direktor. »Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Aufenthalt.« »Hatten wir«, sagte Fant, während er seinem Koffer einen Stoß gab. »Übrigens«, sagte Frosch, »wir laden Sie zu uns ein, wenn der späte Sommer kommt und das Hotel eine Pause macht. Wollen Sie kommen? Wir haben einen herrlichen Garten, der zu weiten Spaziergängen einlädt.« Der Direktor schaute sein großes Hotel an, das er von oben bis unten auswendig kannte, schaute auf die hohen Berge ringsum, die er noch nie bestiegen hatte, dachte eine kleine Weile nach oder tat wenigstens so, dann sagte er, »Aber sicher, gern«, und winkte ihnen nach. »Wir erwarten Sie«, riefen Frosch und Fant, als sie in die Zahnradbahn stiegen, die sie nach unten brachte, zu dem Höhenkurort, der ihnen schon vorkam, als läge er schon im Flachland. Der späte Sommer kam und mit ihm der Hoteldirektor. Seine Wanderstiefel stellte er in den Flur und sah sehnsüchtig in den großen Garten mit dem weiten Land drumherum. »Ihre Wanderstiefel stehen hier erst einmal gut«, sagte Frosch. »Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer im oberen Stock. Es hat einen Balkon und von dort haben Sie einen herrlichen Ausblick über das weite Land um unser Haus und unseren Garten herum. Sie können sich schon einmal die besten Wanderwege aussuchen, bevor Sie losmarschieren.« »Das Badezimmer ist auf dem Flur gegenüber«, ergänzte Fant. »Und das Frühstück servieren wir von 10 bis 12 aufs Zimmer. Mittagessen gibt es gleich danach. Dann können Sie eine Runde ein Nickerchen halten. Danach gibt es Kaffee und Kuchen. Das Abendessen wird vor Sonnenuntergang auf dem Balkon serviert und dann machen wir Hausmusik in der Küche vor dem Kamin.« »Sie haben Vollpension gebucht«, ergänzte Frosch. »Es ist alles im Preis inbegriffen und Sie müssen sich um nichts kümmern. Ihre Wanderschuhe polieren wir auf Hochglanz.« »Aber«, wollte der Direktor sagen, kam aber nicht dazu. »Ich bringe Sie auf Ihr Zimmer«, sagte Fant. »Vorsicht, Stufen!« »Wenn Sie noch Wünsche haben«, rief Frosch ihm nach, »dann rufen Sie mich einfach vom Balkon. Ich bin den ganzen Tag im Garten oder in der Werkstatt. Und Fant geht heute angeln für das Abendbrot. Es gibt Fisch.« Dann schloss er die Haustür hinter sich ab. Fant ging durch den Keller in den Garten und verriegelte die Hintertür. »Es ist zu Ihrem Schutz«, rief er nach oben. »Es gibt Diebe und Räuber, man weiß nie, aber wir passen auf Sie auf.« Dann war er fort. Der erste Tag verging. Sie aßen gebackenen Fisch zum Abendbrot. Der Direktor stöberte in der Hausbibliothek, nahm sich Wanderkarten und Wanderführer mit auf sein Zimmer und plante beim Einschlafen eine Tour in ein kleines, lauschiges Vogelwäldchen, gleich morgen Vormittag. »Erst das Frühstück«, mahnte Frosch, als der Direktor am nächsten Tag aufbrechen wollte. »Danach gibt es ein leichtes Mittagessen, dann starken Kaffee und süßen Kuchen, dass Sie genug Energie tanken für Ihre Ausflüge, und dann ein kräftiges Abendbrot«, ergänzte Fant. »Sie haben Vollpension gebucht«, erinnerte Frosch. »Alles im Preis inbegriffen. Wir wollen doch nichts von dem schönen Essen wegwerfen.«
So ging es Tag für Tag. Der Direktor sah von seinem Balkon aus, wie Frosch im Garten werkelte, Fant in der Hängematte den Nachmittag verschlief und die Sonne auf und unterging. Die Türen blieben verschlossen. »Es ist zu Ihrem Schutz«, krächzten Frosch und Fant, wenn er daran rüttelte. »Diebe, Räuber, Pack, überall, sogar in den Gemüsebeeten, wenn man genau hinschaut.« Abends musizierten sie, Frosch am Akkordeon, Fant an der Blockflöte, sangen Lieder wie »Muss sie denn zum Städtele hinaus« und »Mich juckt's in meinen Wanderschuhen«, empfahlen dem Direktor Touren in weit entlegene Ecken ihres Landes und sperrten die Türen zweimal zu. Am Ende der Urlaubswoche überreichten sie dem Direktor einen selbstgepflückten Blumenstrauß zum Abschied und trugen seinen kleinen Koffer die Treppe hinunter. »Ihre Wanderstiefel sind poliert«, sagte Frosch. »Ihre Regenjacke haben wir gelüftet. Es soll herrliches Wanderwetter geben. Sollen wir Sie noch zum Bahnhof bringen? Ihr Zug geht in einer halben Stunde.« »Es ist nur ein kurzer Spazierweg dorthin«, ergänzte Fant. »Sie können die frische Luft und die Bewegung genießen. Dann fährt der Zug ab.« »Wissen Sie«, sagte Frosch, als der Direktor in den Zug stieg, »in unserem Garten und auf unserem Land sind Menschen streng verboten. Aber Sie konnten ja im Zimmer schlafen und vom Balkon aus den herrlichen Ausblick genießen.« Ein schöner Garten. Mit runden Mündern und großen Augen liefen Frosch und Fant durch ihren Garten, der vor Tomaten, Pfefferminze und Sommerastern beinahe platzte. »Ein schöner Garten«, rief Frosch und schnappte sich ein Minzblatt. »Viel Arbeit«, schnauzte Fant und trat einen Klumpen Erde kurz und klein. »Aber schön«, rief Frosch, »im Frühjahr duften die Veilchen, die Vergissmeinnicht erinnern mich an deinen Geburtstag, und von den eingemachten Kürbissen leben wir den ganzen Winter. Was willst du mehr?« Aber«, schnauzte Fant und stülpte seinen Rüssel in die Gießkanne. »Wenn es trocken ist, müssen wir alles wässern. Wenn der Boden hart ist wie ein Krustenbrot, müssen wir alles hacken. Und wenn der Herbst kommt und die Sonne immer noch vom Himmel sticht, alles ernten. Und Blasen bekommen wir an den Pfoten, statt Seifenblasen in der Luft. Ich will nicht mehr.« Er trollte sich ins Haus und hockte sich in den Katzenkorb. Sollte der dicke Kater doch die Beete mit seinen faulen Krallen umgraben? Sollte Frosch doch Himbeeren einkochen, bis die Gläser eins über dem anderen eine Leiter zum Mond ergeben würden? »Du bist ein Fauler«, schimpfte Frosch. »Ich bin ein alter Sack, ja«, schimpfte Fant schneller. »Ich will faul sein wie ein Katzenkorb und die kaputten Äpfel im Herbst in der Sonne braten, wie die Tomaten rot werden und trotzdem nichts dafür tun, und Wasser saufen wie die Gießkannen in der Sommerhitze. Und du pumpst es aus dem Brunnen für mich hoch und du fütterst mich. Und wenn ich Läuse bekomme wie die Rosen, wäschst du sie mir ab.« »Na, warte«, presste Frosch in die Luft und gab dem Katzenkorb einen Tritt. Der Sommer kam in Fahrt. Die Tomaten wurden röter, die Kürbisse erdrückten sich beinahe auf dem Kompost, so dick waren sie, und das Wasser im Brunnen wurde weniger, so viele Kannen schleppte Frosch auf die Beete. Fant saß in seinem Katzenkorb und aß die getrockneten Nüsse leer. Er kochte sämtliche Dosen mit Melissentee alle. Er knabberte sogar an den Nussschalen, als nichts mehr da war. Er spuckte sie aus und hustete ihnen hinterher. Dann ging er in den Wald und pflückte Brombeeren. Seine Pfoten wurden schwarz und rot und von jedem dran herumreiben noch schwärzer und röter, und die Dornen stachen ihn sogar durch seine dicke Haut.
Er nahm einen Rüssel Wasser aus einer Pfütze am Waldrand und spritzte sich nass und dreckig. Der Lehm klebte wie Kleister und trocknete. Er rieb am Bauch und an den Füßen, und nichts ging weg. An seinen Rücken kam er sowieso nicht. Alles juckte. Die schlimme Sonne wollte nicht vom Himmel verschwinden. Ihr Feuer machte ihm Angst, und die Dornen hier würden ihn auffressen. Der Wald wurde zur Falle. Als es endlich Nacht war, stolperte er über die Stoppelfelder nach Hause. Er schlief ungemütlich, voller Stacheln und Lehm und Flecken in seinem Katzenkorb. Frosch quakte in seinem weichen, weißen Bett und erzählte dem Wind Träume. »Wie war es?« fragte Frosch am Morgen. »Was?« fragte Fant zurück und tat ganz dumm. »Dein Ausflug.« »Ach, der«, sagte Fant. »Herrlich, aber...« »Ja«, sagte Frosch. »Nichts«, sagte Fant. »Doch«, sagte Frosch und wurde laut wie eine leere Gießkanne, auf die man trommelt. »Es war doch, doch und doch.« »Was?«, fragte Fant und wusste, dass er verloren hatte. »Es war«, sagte er. »Anstrengend«, sagte Frosch. »Ja«, sagte Fant. »Es war anstrengender als ein großer Garten in 30 Sommern, und keiner hilft. Und jetzt wasch mir bitte den Rücken, kratz mir das Jucken weg mit deinen breiten Flossen und schmier mir einen Toast mit Erdbeermarmelade.« »Bitte«, sagte er. »Und wenn wir das getan haben, ist der Sommer sowieso zu Ende.« Frosch schmierte und Fant mampfte. Das Jucken ging weg und der Rücken wurde sauber. Frosch und Fant liefen durch ihren Garten, der vor Mohrrüben, Zitronenmelisse und Herbstastern beinahe platzte. Die Bienen summten mit der Brunnenpumpe um die Wette, und die Schmetterlinge schlugen Saltos über den Beeten. »Ein schöner Garten«, rief Frosch und roch an einer Dahlie. »Aber anstrengend«, rief Fant zurück und zog an einer Rübe. »Herrlich anstrengend.« Er purzelte mit der Rübe rückwärts, und die Erde rumpelte ihm über den Bauch. Frosch klopfte mit seinen breiten Flossen einmal, zweimal darüber, dann war sie weg. Hundstage. Frosch saß in der Badewanne und schwitzte. »Ich sterbe«, quakte er und ließ eine Riesenblase los, laut wie ein Babyfurz. »Es sind Hundstage«, sagte Fant frisch. »Die heißen so, weil alle Hunde bei dieser Hitze sterben«, sagte Frosch schnell und steckte den Kopf wieder unter Wasser. »Weil die Hunde in den Höfen liegen, alle Viere von sich strecken und sich sauwohl fühlen. Jawohl, ich lasse mir meine Hundstage nicht kaputt machen. Nein.« Fant tunkte den Rüssel in die Wanne und spritzte ein wenig im Bad herum. »Hundstage«, rief er, »jawohl.« Frosch machte ein breites Maul und war still. »Du sagst nichts mehr«, sagte Fant. »Was ist?« »Grampf«, machte Frosch und war schon wieder still. »Eben«, sagte Fant und ging in den Garten. Er reparierte ein bisschen an seinem Fahrrad herum, kurfte eine Runde um den Brunnen und eine zwischen den Gemüsebeeten hindurch, schaute zur Sonne, die heiß und kräftig am Himmel stand, und ließ das Fahrrad dann in die Brennnesseln fallen. »Frosch«, rief er und hörte aus dem Badezimmer nur ein Blubbern. »Dann eben nicht«, sagte er und schraubte die große Tröte an seinen Fahrradlenker. »Ich fahre ein Stück die Allee hinunter und genieße den Sommer. Das geht auch alleine. Woll.«
rief er ins Badezimmerfenster und brannte sich seine Füße an den Brennnesseln, die vor dem Kompost dort ins Kraut schossen. »Autsch«, sagte er, »heiß und tut weh, aber so ist der Sommer.« Er fuhr Schlangenlinien auf der Allee, weil er an Afrika dachte, wo die großen Schlangen leben, und trötete dabei sein »Vorsicht« in die Luft, links und rechts. Er radelte bis zum Kiosk bei der Ranch von Bär und Bill und bestellte sich eine doppelte Limonade mit Schuss. Mit Schuss, erklärte er sich selbst, ist mit extra Sonnenbrandgeschmack, weil Sommer ist und man die Hitze spüren muss, selbst in einer eisgekühlten Limonade. »Eis ist aus«, sagte Bär. »Und die Limonade schmeckt jetzt wie Spülwasser.« Fant machte ein zerknautschtes Gesicht. »Warum?« fragte er, obwohl er die Antwort bereits kannte. »Weil Sommer ist«, sagte Bär. »Da ist das so.« »Eben«, sagte Fant gescheit. »Da ist das so.« Und sprudelte in die Limonade, die nach alten Waschlappen und kaputtem Badesee schmeckte. Nur am Ende war noch ein bisschen Pfefferminze zu riechen. Er bezahlte und radelte weiter. »Grüß mir, Bill«, rief er in den Fahrtwind, der ihn heiß und scharf anwehte. Er sah noch, wie Bär müde winkte und etwas sagte, das keiner verstand. »Das ist der Wüstenwind«, dachte Fant, »gefährlich wie Schlangen und stachelig wie Kakteen.« Er kurfte noch ein bisschen hierhin und ein bisschen dahin, traf aber nur durstige Apfelbäume und den schweren Staub, der über die Allee fegte. »Bill«, rief er, »ich bin da!« Aber niemand antwortete. »Bär«, rief er, »mein Rüssel ist durstig und leer.« Aber als er am Kiosk vorbeistaubte, ohne zu wissen, ob er auf dem Hin- oder auf dem Rückweg war, war die Klappe geschlossen und die Tür vernagelt. Er radelte noch ein paar Pedaltritte weiter, dann ließ er das Fahrrad auf die Allee klappen und setzte sich in den Straßengraben. »Das ist der Nil«, dachte er. »Der Straßengraben ist der mächtige Nil, der durch halb Afrika fließt und das Land dort blühen und gedeihen lässt. An seinen Ufern wachsen Palmen, und in deren Schatten lebe...« Er schluckte. »Ich.« Jetzt wusste er, was die Hundstage waren, mit ihren vielen Pfoten in den Lüften und dem Sauwohlfühlen, das er sich so wünschte, was aber alles nie kam. »Wo ich lebe«, dachte er, »lebt auch meine Familie. Und wo ich nicht lebe, gibt es auch keine Familie.« Das war ein äußerst schwieriger Gedanke, und er musste schlucken. »Ich bin hier«, dachte er, »und meine Familie ist in Afrika. Fanten leben in Afrika. Und weil ich hier bin, ist meine Familie nicht da.« So einfach war das. Er schluckte noch einmal. Dann begann er zu weinen. »Ich bin ein Waisenkind ohne Familie«, schluchzte er. »Meine Heimat ist fern und meine Familie gibt es nicht. Ich bin ganz allein auf der Welt. Und die blöden Hundstage haben das alles ans Tageslicht gebracht. Ich möchte doch nur auf meinem breiten Rücken liegen, meine 4 Pfoten in die Luft strecken und mich sauwohl fühlen. Aber ohne Familie geht das nicht. Deshalb radle ich so einsam und verlassen durch Wind und Staub und keiner hört mich.« Er weinte noch einen Sturzbach von Tränen, bis er meinte, dass es genug sei. Im Straßengraben hörte er den Nil plätschern. »Alles meine Tränen«, dachte er und kletterte die Böschung nach oben. Sein Rad glitzerte silbern in der Sonne. »Wenigstens das«, dachte er, »ein Geschenk von Frosch zu meinem großen Geburtstag.
Ich kann damit fahren, wohin ich will, in die weite Welt oder bis zu den bösen Brennnesseln vor dem Kompost. Dahinter steht unser Haus mit dem Holzschuppen, dem Katzenkorb und der Badewanne. Der Katzenkorb ist leer, weil ich unterwegs bin zu meiner Familie. Und in der Badewanne sitzt Frosch und singt ein lustiges Wasserlied, mit dem er den Herbst und die Kühle herbeiquackt. Er schluckte und schluckte. Da lang oder dort lang. Die Allee nach unten in die weite Welt, wo seine Familie ihn verloren hatte, oder nach oben, zu den Brennnesseln und den Froschgesängen. Er trat in die Pedale und drehte Schleifen, als läge eine große Acht auf dem Boden und wäre ein Magnet, der das Fahrrad nicht loslässt. Ich muss etwas trinken, dachte er. Es sind die Hundstage, die sind gefährlich. Wüstenwind und Kakteenstacheln in der Luft, die man verschluckt, Schlangen in Form einer Acht, die einen mit ihren Blicken hypnotisieren, und man kommt nicht mehr vom Fleck. Man sitzt und sitzt vor der Schlange, isst nichts mehr und verhungert von innen und verdurstet von außen. Die Hundstage sind saugefährlich. Dann kippte er mit dem Fahrrad um und lag im Dreck. Er streckte alle Viere nach oben und war tot. Er schloss die Augen und träumte. Seine Familie käme und deckte ihn mit einer Wolke von Staub zu, wie man einen toten Fanten eben zudeckt, dass er es immer warm hat unter der ewigen Sonne Afrikas. Er streckte die Viere noch weiter nach oben und war noch mehr tot. »Auf Wiedersehen«, sagte er, »in einem anderen Land.« Er klappte die Ohren weg und schlief ein. Jemand kratzte ihn hinter dem Stoßzahn. »Ich bin nicht da«, sagte er schnell und machte die Augen auf. Er blickte in eine schneeweiße Wolke. Das Fell von Bill. Das kitzelte ihn. Er lachte, ohne dass er es wollte, und setzte sich auf. »Willkommen«, sagte er. »Du hast uns gerufen«, sagte Bill und deutete auf Bär und Frosch. »Es hat etwas gedauert, weil du ja schon so weit Richtung Afrika gefahren warst und wir nur unsere Füße hatten zum Hinterherlaufen.« Er kicherte. »Eine frische Ladung Eis ist gekommen«, sagte Bär. »Die Limonade ist wieder erstklassig kalt.« »Und schmeckt immer noch nach Waschlappen und Badesee mit alten Fröschen darin«, sagte Frosch, der schwitzte wie ein Weltmeister. »Ich bin gerannt und gerannt«, sagte er. »Du hast doch deine Familie verloren und eine Flaschenpost in den Straßengraben geweint. Da ist sie wieder.« »Die Flaschenpost?«, fragte Fant und machte ein Gesicht, das nicht wusste, ob es lustig oder traurig sein sollte. »Deine Familie«, sagte Frosch. »Eben«, sagte Fant, »das habe ich ja gesagt. Wo ich bin, ist auch meine Familie.« Oder war es umgekehrt? »Egal.« »Egal«, sagte Frosch. »Sau egal«, sagte Bill und kicherte. Frosch und Fant saßen vor dem Komposthaufen, der in der Herbstsonne dampfte. Die Brennnesseln hatten sie bis zum Boden heruntergeschnitten, dass sie erst im nächsten Jahr wieder stechen konnten. Frosch war glücklich. Die Hitze war vorbei und das Schwitzen zu Ende. Fant war glücklich, weil seine Familie da war, wo er war. Sie schauten, wie der Vollmond groß und breit aufging, wie ein Froschmaul mit Weltmeisterlächeln, und die Sonne im selben Moment mit einem leisen Tröten wie aus einem Fantenrüssel unterging und immer kleiner wurde. So wie der Winter es sich wünschte, der beinahe vor der Tür stand. Oder wie sie sich das alles nur so ausdachten. Wie Afrika, das am Ende der Allee lag.
vielleicht. Oder hier, manchmal oder oft und nicht nur im Sommer. Das waren 3 Geschichten von Frosch und Fant von Bernd Marcel Gonner. Davon gibt es noch viel mehr. Kann man auch bald mehr davon lesen oder vielleicht auch hören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Alles Liebe und Gute von mir.